Und jetzt aber kriegen wir das große Spiel, das wir uns alle wünschen. Die Partie läuft. Schön gespielt. Der Gegenspieler passt auf. Womöglich die Flanke zum ersten Tor. Er will diese Chance für eine gute Flanke nutzen. Die Abwehr hat sich bis jetzt wacker geschlagen. Gegen Badefalle. Der Mann nimmt den Ball auf und versucht es über rechts. Gutes Auge für den Mitspieler. Jetzt flankt er den Ball. Er sucht einen Abnehmer. Und der Ball ist nach wie vor in der Gefahrenzone. Von da aus könnte er eine Flanke bringen. Jetzt will er es wissen. Japan. Er zieht nochmal ab. Schiedsrichter pfeift, der Assistent hat die Fahne oben, das war abseits. Paraguay? Nein, der sollte ganz woanders landen. Brandgefährlicher Ball. Da versucht er sein Glück. Das war die beste Option für den Torhüter. Eckball. Steht da jemand vor dem Tor bereit? So langsam werden die Fans hier nervös. 15 Minuten sind gespielt. Der ging genau in die Arme des Torhüters. Uruguay. Ein Passnachmaß. Bei solchen Torwartfehlern brauchst du als Abwehrspieler ganz starke Nerven. Nur noch 5 Minuten bis zur Pause.
Der Schiedsrichter muss jetzt aufpassen, dass die guten Sitten hier nicht komplett über Bord geworfen werden. Gelbe Karte. Und damit dürfte auch klar sein, dass er sein Zweikampfverhalten in diesem Spiel überdenken muss und sich jetzt etwas zurücknehmen muss. Er ist immer noch am Ball. Den will er machen. Haarscharf vorbei. Er berührt das Außennetz. Wolf, das Problem hier war, dass die Abwehr nicht nah genug dran war, ihm viel zu viel Platz gelassen hat. Einwurf tief in der gegnerischen Hälfte. Was für eine Chance. Probiert's mit Köpfchen. Und wieder scheitert ein Schuss am gegnerischen Torhüter. Langsam fragen Sie sich bestimmt, ob... 15 Minuten Pause, in denen die beiden Trainer versuchen werden, nochmal 2-3 warme Worte an die Spieler zu richten und womöglich auch noch taktische Veränderungen vornehmen werden. Und jetzt kommt Japan. Es geht weiter. Beide Teams in unveränderter Aufstellung, keine Auswechslung. Ganz klar, richtige Entscheidung, es war abseits. Im richtigen Moment sind die Verteidiger rausgerückt. Das war leichtsinnig. Herrliche Aktion. Was ist denn da mit der Abwehr los? Damit bringt er den Torhüter nicht in Schwitzen. Kein schlechter Versuch, aber letztlich nicht genau genug. Riesenchance von rechts da mal reinzuspielen. Gegen Mose. Das sieht gut aus. Uruguay. Jetzt muss er nur noch den Torwart aussteigen lassen. Der Keeper schnappt sich das Leder. Argentinien. Noch 5 Minuten bis zur Pause. Wenn nicht noch was Außergewöhnliches passiert, dann bleibt es auch dabei. Der Zweikampf war nicht sauber, deshalb Freistoß. Absolut gute Position zum Flanken. Ob es der Abwehr gelingt, auch weiterhin so effektiv zu bleiben? Riesenchance von links rein zu spielen. Solide Verteidigung im Strafraum. Gegen Loire Ossian. Schön auf Außen. Die Abwehr hat sich bis jetzt wacker geschlagen. Japan. Zum Mann in die Gasse. Ja, ja, klares Foul. Und jetzt eine gute Freistoßposition. Ein schöner Versuch. Der Torwart hat heute alle Hände voll zu tun. Es hat ein paar brauchbare Vorstöße gegeben, aber der Torwart war heute einfach zu gut. Alle Optionen für eine gute Flanke. Ob es der Abwehr gelingt, auch weiterhin so effektiv zu bleiben? So darf er da nicht reingehen. Freistoß. Seine erste Gelbe in diesem Match.
Es war zwar vielleicht nur ein Allerweltsfoul, doch der Schiedsrichter wollte es nicht bei einer Ermahnung belassen. Wer derart einsteigt, hat keine Chance, den Ball zu spielen. Das kann nur Freistoß geben. Gegen Altmaritim. Der Torwart kommt raus und nimmt den Ball auf. Uruguay. Ja, sehr schön abgefahren. Von links droht Gefahr für die Abwehr. Ecke. Argentinien. Wer wird sich den Ball schnappen vor dem Tor? Der flog am Pfosten vorbei. Da haben sie sich links eine schöne Chance herausgespielt. Ecuador. ...90 Minuten sind um, aber es steht noch 0:0. So muss man den Gegner stören. Das war wie aus dem Lehrbuch. Und jetzt hat er den Raum. Nichts geht mehr, das war's. Es war eine torreiche, spannende Begegnung, aber sie endet unentschieden. Nun Hansi, bei diesem Spiel haben wir einen Spielabbruch erlebt, was ganz selten vorkommt. Tja, um ganz ehrlich zu sein, mir haben heute beide Mannschaften nicht wirklich gefallen. Sie haben viel zu defensiv gespielt. Da muss ich dringend was tun. Wir kommen langsam.